Haut geht es nicht nur um eng einzelgesellschaftlich froh. Haut geht es um Prinzip. Für eine Zucht von politischen und bioethischen Sujeten hier wir auf dem Niveau von der Verfassung. Wenn die Verfassung anfängt, an einem moralisch sensiblen Bereich eine ganz konkrete Lösung zu garantieren, da stellt sich automatisch die nächste Frage. Wo ziehen wir die Grenze? Kommt als nächste Frage von der Euthanasie an der Verfassung oder einer bioethischen Entscheidungen? Auf jeden allem, wie positionieren wir uns an unserer Verfassung gegenüber dem Schutz vom Leben? Auch da, wo das Leben nicht für sich selber schwätzen kann. Eine Verfassung ist nicht ein Lösch von politischen Zielen. Sie ist ein Fundament. Ich will das direkt klar sagen. Der schwätzt mit Respekt, weil es geht um schwere Lebenssituationen. Aber gerade, weil es so schwer ist, muss schon auch mit konstitutioneller Disziplin schwätzen und handeln. Das Verfassungsänderung soll also laut Freiheit von dem freiwilligen Schwangerschaftsaufbruch verankern. Und Gesetz, wie der Dorolo schon möchte, legt Konditionen fest, wie das Freiheit ausgeübt darf gehen. Die gewollte Message von den Leuten, die das Verfassungsänderungen unterstützen, ist klar. Mehr Stabilität, mehr Schutz durch die Verfassung, mehr Selbstbestimmung für die Frau. Der steht für Freiheit. Mehr Freiheit und Verantwortung gehören für uns zusammen. Der steht auch für den Wert vom Leben und für eine Politik, die Frauen an Not nicht allein lässt. Und genau hier liegt ein Unterschied. Eine Debatte über Regeln, Fristen, Prozeduren, medizinische Standards, Sozialhilfe und Prävention, das ist Gesetzgebung, das ist Gesundheits- und Sozialpolitik und das ist parlamentarisch Arbeit am Alltag. Für der ist es der falsche Weg. Eine so komplex, moralisch und medizinisch sensibel froh auf Verfassungsniveau zwanghaft wollen zu fixieren. Für der ist ganz klar, eine Verfassung soll den Kader vom Rechtsstaat setzen und sichern. Das Fundament also von unseren Rechten und Prinzipien und vom Funktionament von unserem Staat. Sie soll nicht zu einer Plattform gehen, wo wir die grossen Gewissensfragen so formulieren, dass sie politisch ad acta gelöscht gehen. Eine Verfassung ist ein Fundament, kein Manifest. Sie soll zusammenhalten und nicht eine Plattform gehen für Kulturfronten. Als ADR so mir auch ganz klar, das Verfassungsänderung bedeutet kein realer praktischer Schutz für einen Rückschritt. Der Schlüssel bleibt am Gesetz. Hier muss ich den Leuten bei uns noch ganz klar sagen, und der Projekt sieht es selber, dass das Gesetz die Konditionen bestimmt. Das heißt, die eigentliche Debatte um Zugänglichkeit und Konditionen von der Auftreibung bleibt weiterhin am Gesetz bestehen. Weil die Propositionen angeregt gehen, habe ich das hören, und ich auch selber mit dem Radio konfrontiert. Mit der Verfassungsänderung schaffen wir mehr Sicherheit, und ich habe doch schon ein paar Mal hören. Nein, das Projekt schafft eine konstitutionelle Referenz, aber ein vollwertiger praktischer Schutz ergibt sich dadurch nicht automatisch. Eine Politik kann auch über extrem enge Fristen, Prozeduren oder andere Hürden etwas formal bestehen lassen und nicht an der Praxis bald unmöglich machen. Just effektiv eine gesetzliche Aufschaffung von der Freiheit der Auftreibung wie verfassungsrechtlich nicht mehr möglich. Aber du seht das ist eine reine Awischerei und Symbolpolitik, wenn ihr behauptet, dieser Schritt gibt automatisch eine grosse praktische Sicherheit bringen. Was ist die Realität im Land bezüglich Schwangerschaftsaufbrüche bzw. wegen Zahlen haben wir vom Planning familial und Madame Bofferding hat gerade gesagt, wir haben nicht viel Daten und Statistik. Der Planning familial war für 2024 eine Realität, die ich nicht ignorieren kann. Es gibt eine hohe Zahl an Demanden an den Altersdurchschnitt von den Frauen, die Schwangerschaftsaufbrüche durchführen lassen, liegt bei 28, 29 Jahren, mit einem ganz kleinen Prozentsatz um Mindereren. Das bedeutet, das ist keine Randrealität und betrifft an der Majorität erwachsene Menschen. Ein Schwangerschaftsaufbruch bleibt eine tiefgreifende Entscheidung mit moralischem Gewicht für die betroffene Frau, für die Familie, für die Gesellschaft. Wenn in Zahlen von den planifizierten Schwangerschaftsaufbrüchen eine Relation setzt zu Geburten im Land, da bewegt sich die Größenordnung rund bei einem Aufbruch auf 6 bis 7 Geburten, je nachdem, wer in Basis rechnet. Damit will ich nicht dramatisieren. Das kann jeder für sich selber dezidieren. Ich will damit erweisen, dass der Schwangerschaftsaufbruch gesellschaftlich relevant ist und politisch Verantwortung verlangt
also sicher keine Symbolpolitik. Ich will aber auch ganz klar auf einen weiteren Punkt gehen, die mir als erwachsene Frau und als Politikerin immens wichtig ist. Die Freiheit und Verantwortung von erwachsenen Menschen. Weil ich will denke, wiederholen, wir schwätzen am Durchschnitt von 28, 29-jährigen Frauen. Ja, selbstverständlich haben Erwachsene die Freiheit, ihre Sexualität frei zu bestimmen, frei und selbstbestimmt zu leben. Mit einer freien und selbstbestimmten Gesellschaft heißt dadurch, sich bewusst sein von Konsequenzen und Responsabilität, die mir drohen durch das Freiheiten. Und schon letztes Jahr meine Rede gesagt. Selbstbestimmung über mein Körper als Frau fängt nicht recht an, wenn es um die Auftreuung geht. Sie fängt mich frei an. Bei der Aufklärung, bei der Prävention, auf vor allem bei der Eheverantwortung während dem Geschlechtsverkehr, aber in Gesprächen mit dem Partner. Und da komme ich direkt zum nächsten Punkt. Es wird gesagt, dass diese Verfassungsänderung auch als Selbstbestimmung von der Frau über ihre Körper, also als Grundrecht von der Frau gelten soll. Ja, Selbstbestimmung ist essentiell. Aber Selbstbestimmung ist nicht nur ein eidelt Wort, von dem wir meinen, dass wenn wir das genug wiederholen, es Wirklichkeit gibt. Selbstbestimmung ist eine Freiheit, ein Recht, eine Verantwortung, eine Aufgabe. Als Mensch muss mir ein Umfeld schaffen, wo wir nicht unter Druck geraten, wo wir uns nicht ausschüchtern lassen, wo wir uns nicht schummen müssen, wo wir hinter unserem freien Willen stehen, aber wo wir uns auch, egal ob Frau oder Mann, von Anfang an unserer Verantwortung, uns selber, aber auch einem potenziell Ungeborenen gegenüber bewusst sind. Das wünsche ich mir als Frau und Politikerin für eine starke und resiliente Gesellschaft. Da der verurteilt keinen, also sicher keine Frau, die den Schritt von der Auftreibung möchte. Das ist etwas Persönliches, eine Decision, die alle Frauen und Familien selber überlassen soll sein. Da der fordert aber, dass die Politik handelt. Wir wollen ganz konkret mehr Aufklärung, mehr Prävention, mehr Unterstützung, mehr soziale und psychologische Begleitung. Und da schenken wir heute an dem Saal nicht lang zu sein. Und wir brauchen definitiv Antworten auf die Frage, für was heute zu Lützeburg aber relativ viele Frauen am erwachsenen Alter ungewollt schwanger gehen. Weil wir es nicht heute bannen als gemeinsames Ziel, wo keine Frau mehr misst, einen Schwangerschaftsaufbruch durchführen, weil sie ungewollt schwanger gehen ist. Und wir schwätzen heute natürlich just von Schwangerschaften, die nicht freiem Willen zustande kommen sind. Eine Politik und eine Gesellschaft, die nicht mehr den letzten Schritt an den Mittelpunkt stellt, aber die Verantwortung, die vom Staat, aber auch die vom Mensch selber, vierdrun ignoriert, mischt als unsere Freiheiten sans unique, als sicher keine verantwortliche und resiliente Gesellschaft. Ein weiterer Punkt, den uns sehr wichtig ist, als Trolland um die Freiheit und Recht vom Ungeborenen. Das können wir nicht ignorieren. Ich sage nicht mit allem Respekt, eine Schwangerschaft ist nicht just ein Privatdetail froh wie ein anderer. Hier steht auch die Frage über das Leben, was du meinst tun aus dem Raum. Ein Leben, das nicht für sich selber schwätzen kann. Ich will hier nicht darüber debattieren, ob wir mehr von Leben schwätzen und ob wir nicht. Das ging den Kader sprengen und davon aufgesehen, hat jeder seine ganz eigene persönliche Meinung, sie wird ethisch, religiös oder medizinisch. Das ist am Ende noch nicht die Aufgabe von der Politik, so etwas zu definieren. Wir als ADR sagen mir ganz klar, der Staat bzw. Politik darf das Dimension nicht aus den Evaluierungen streichen. Wie schon am Anfang von meiner Rede erwähnt, was könnte als nächstes? Und eben, wie sieht es aus, beim Recht ableben? Ich will hier auch keine Polemik schaffen, aber ich fand es legitim, Parteien und ihre eigenen Grundsätze zu erinnern. Am CSV-Grundsatzprogramm steht die Idee von der untastbaren Würde und Notwendigkeit, ethische Grenzen zu setzen. Und steht auch da, so viel eigene Verantwortung wie möglich, so viel Staat wie nötig. Wenn in der Jahr eine konstitutionelle Verankerung von einer tiefgreifenden ethischen Frage will, ohne den entsprechenden Gegenspieler, also Recht auf Leben, stellen ich mir persönlich die Frage, ist das wirklich Subsidiarität oder Gleichgewicht? Oder ist das erste Symbolpolitik getrieben vom politischen Gegner? Und ich bloßen der Woche immer da. Ich will diese Überlegung just mal auf den Weg gehen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss von meiner Intervention. Die Verfassungsänderung wird präsentiert als mehr Sicherheit. Für die ADR bleibt es für allem
Symbolpolitik und nicht die praktische Garantie, die versprochen wird. Wenn Konditionen sowieso am Gesetz definiert gehen, da stellt sich froh, für wer die für genau das Thematik Verfassung abmischt, mit all dem politischen und ethisch-gesellschaftlichen Sprengstoff, den nicht mit sich bringt. Da der sieht, ja zu Respekt, ja zu richtiger und ehrlicher Selbstbestimmung von allen Menschen, ja zu realer Hilfe, Prävention, Begleitung und einer Familien- und Sozialpolitik, die Frauen und Familien nicht allein lässt, aber sie stärkt. Als ADR so mir aber ganz klar Nein dazu, eine tiefgreifend ethische und medizinische Frage und Verfassung zu verankern und zu suchen, das gibt Sicherheit garantieren. Eine Verfassung soll das Land zusammenhalten, nicht eine Gewissensfrage für immer festhalten. Selbstbestimmung ohne Verantwortung ist keine Freiheit. Und eine Verfassungsänderung ohne realen Schutz ist keine Sicherheit. Du wenn's wert, da der Fraktion auch unanim gegen die Verfassungsänderung stimmen. Ich so nicht merci. Ja, Madame Kahn. Merci, Madame Schuss. Ich gesehen, Madame Kahn will ich Ihnen vorstellen, Sie da d'accord? Sie dürfen gerne stellen. Gucken, ob ich antworten kann. Und der Madame Kahn. Schon zwei Kurzfragen. Ich meine, das Wort, was am Dachste gesagt hat, das Symbolpolitik. Wir werden nicht ein Zeichen, aber für die Frauen, auch für das Recht von der Frau auf ihre Körper für das heute Mat zu stimmen, das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist die, ich meine, Madame Morgenthaler, Madame Hartmann haben ganz klar gesagt, dass es kein Consigne de vote gibt an unseren Fraktionen. Wie ist das bei ihr? Gibt es ein Consigne de vote bei ihr? Weil du gerade gesagt hast, ganz Fraktion, wie die ganze Fraktion ging stimmen, gibt es da ein Consigne de vote von ihr als Parteipräsidentin oder aber da auch jeder frei und nicht anderem dir als Frau für heute aber so zu stimmen, wie das mit bestem Wissen und Gewissen ging machen. Vielmals merci. Vielmals merci, Madame Kahn, für die zu Fragen. Ich fange an, bei uns gibt es kein Consigne de vote, weil wir sind also auch so alle eins, ohne dass wir hier irgendetwas müssen vorschreiben, das war von Anfang an. Und ich meine noch nicht, dass Symbolpolitik, das wird, weil wir am meisten benutzt haben, mit Selbstbestimmung. Und für mich als Frau fängt, wie gesagt, ganz sicher, ich kann nur zählen, wenn der Welt hat, fängt eben, wie gesagt, Selbstbestimmung über meinen Körper für drinnen und nicht reicht, wenn ich über die Auftreibung muss denken. Ich schwätze aber just an den Fall, wenn wirklich eine freie Wille geschieht, ich schwätze nicht von Vergewaltigung oder so etwas. Du sie meist, natürlich, mir das aber besonders. Natürlich, das ist traurig. Ich hoffe aber, dass die Zölle, die wir heute über die Auftreibungen haben, nicht zurückzuführen sind auf Vergewaltigung, weil sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Und du begrüßen ich ja, dass ich meine, Madame Hartmann hat doch letztes Jahr gesagt, und ich hatte doch mit meiner Motion bewirken, dass wir da auf jeden Fall Donner kriegen und dass du als Aufgabe leider auch als Politik, dass wir angreifen müssen. Für was, und das hatte ich auch heute ein Kamerad gesagt, für was gibt so viel, obwohl sie Frauen, anscheinend ein Kirapelle, also 21 am Durchschnitt, ne? Ja, alle Frauen, ungewollt schwanger, das ist die Frage, die ich mal stellen und schwingen, das ist die Frage, die wir als Politiker stellen müssen. Was können wir verändern an der Gesellschaft? Wie kriegen wir als Gesellschaft mehr resilient und ist es wirklich bei 21 Frauen Prävention oder Verhütung, wo sie nicht mehr wissen, wie weit wo? Oder ist es, dass sie gezwungen gehen? Ich weiß es nicht, ich kann nicht so, wir haben da nicht gezwungen Vergewaltigung, wie auch immer, nicht gezwungen zur Auftreibung, Madame Bufferding, falls sie das gemeint hat, der Stadt ging so. Aber ja, da muss man Antwort finden.